Ein recht herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema verletzlich, aber unbesiegbar. Resilient. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach von Speedflow Coaching. Ja, es gibt Menschen, die pusten jedes Lüftchen einfach um, während andere, kann man sagen, am grössten Wirbelsturm im Leben trotzen. Resilient nennt sich die seelische Widerstandsfähigkeit, die innere Stärke, die uns Krisen, Probleme, Stress meistern. Spannend ist, dass der Begriff Resilienz ursprünglich aus der Physik kommt. Er bezeichnet damit die Eigenschaft von gewissen Materialien, wenn sie sich so verformen und dann gerade wieder zurückspringen in den ursprünglichen Zustand oder in die ursprüngliche Form. Genauso wie Schaumstoff, wenn du dort mit dem Finger zum Beispiel drauf drückst, geht er ja gerade wieder in die Form zurück. Er springt retour. Resilient heisst also, dass ein Mensch nach einem Schicksalsschlag wieder zur Normalität findet und noch daran wachsen kann, innerlich stärker wird und besser kann Krisen meistern und auch gestärkt aus der Krise kommt. Man könnte sagen, hinfallen, hochrappeln, Krone richten und dann wieder weitergehen. Das ist mir im Leben etliche Mal passiert. Es sind die Menschen, die wachsen an Rückschlägen, an Sorgen, an Problemen, da wo andere hinfallen, scheitern und nicht mehr hochkommen. Es gibt dort einen ganz matchentscheidenden Unterschied. Die wieder die Krone richten und daran wachsen, es sind resiliente Personen. Kürzlich war eine Freundin bei mir. Sie hat gemeint, dass sie an diesem Seminar schon grosses Interesse hat. Diesem Seminar Resil was nochmal? Das Wort hat er einfach nicht über die Lippen kommen oder einfallen. Ja, das Wort kommt ursprünglich aus dem Latinischen, von resiliere und heisst so viel wie abbrauen. Das, was ich vorher mit dem Schaumstoff erklärt habe. Es bezieht sich auf die Psyche und bedeutet nichts anderes als seelische Widerstandskraft, innere Stärke, die einem Menschen erlaubt, konstruktiv mit Krisen umzugehen und sich durch Probleme weiterentwickeln. Ich kann auch sagen, kurz auf den Punkt gebracht, resiliente Personen haben ein sehr dickes Fell, meistern Krisen, Probleme, Sorgen sehr viel einfacher und sind auch viel selbstsicherer und selbstbewusster. Auch lassen sich diese Menschen nicht so schnell aus der Ruhe rausbringen und verfallen gerade in eine Hektik, wenn etwas nicht läuft. Sie sind so wie Steh-auf-Männchen. Wenn man sie runterdrückt, dann kommen sie nur noch viel stärker wieder auf die Beine. Nehmen wir doch mal eine Kundin als Beispiel von mir. Nennen wir sie Claudia. Das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, aus Diskretionsgründen. Die Claudia hat sehr, sehr viel erlebt. Auch sehr viel Tragisches in den letzten 20 Jahren. Sie hat selber eine ganz schwere Krebserkrankung überstanden. Die Mutter ist durch einen tragischen Unfall gestorben. Der Vater hat sie schon in frühen Jahren an Alkohol verloren. Ihr eigenes Kind ist im Alter von 7 Jahren gestorben und sie hat eine Scheidung hinter sich. Heute, mit 40 plus, kann Claudia zurückschauen und sagen, das hat mich geprägt und stärker gemacht. Ich bin nicht mehr die Person, die ich vor 20 Jahren war. Und ich wäre nie so stark geworden, ohne die Erfahrungen und Erlebnisse. Jedes Ereignis hat mich nur noch stärker gemacht. Claudia hat viel eingesteckt, ohne dabei unterzugehen, den Boden zu verlieren.
was das Geheimnis ist, das dahinter steckt. Sie hat sich schon in jungen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, hat sich Hilfe geholt, Seminar besucht. Denn sie hat gewusst, aufgeben kommt für sie nie in Frage. Ja, Claudia hat eine gute Resilienz. Sie ist seelisch widerstandsfähig, innerlich sehr stark. Geholfen hat der Claudia auch, dass sie einen guten Werkzeugkoffer hatte. Ich meine dabei natürlich nicht an Sagihammer oder Meißel, sondern mentale Techniken, die sie an diesen Seminaren gelernt hat. Auch kennt sie sich durch das selber sehr gut, sie kennt ihre Stärken und Schwächen und sie weiss, damit umzugehen. Sie weiss, wie sie aus negativen Gefühlen wieder rauskommt, in die Gelassenheit, in das Selbstbewusstsein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was sie denn in ihrer Praxis wollte, wenn sie doch schon resilienzfähig ist und so eine starke Person ist. Durch das Erlernte Besitzen und auch die Anwendung weiss Claudia einfach, dass es da noch viel, viel mehr gibt, was sie hervorholen kann, stärken. Denn Persönlichkeitsentwicklung, die hört nicht auf. Die geht das Leben lang weiter, weil wir uns das Leben lang bis zum letzten Atemzug weiterentwickeln können. Claudia ist ein sehr gutes Beispiel, das erklärt, wie der eine Mensch etwas durchstehen kann, etwas aushaltet, daran wächst, wo andere einfach kaputt gehen, untergehen. Es ist die Resilienz, die unsichtbare Kraft vor menschlicher Widerstandsfähigkeit. Ein Punkt in der Resilienz ist Balance im Leben. Wir wissen es, zu viel Arbeit schadet nicht nur, sondern sie ist auch ungesund. Wenig Herausforderungen, aber genauso. Darum ist es wichtig, eine Ausgewogenheit zu haben zwischen diesen verschiedenen Lebensbereichen, um in schwierigen Lebensphasen nicht wortwörtlich einzusacken. Arbeit, Familie, Hobbys, Sport, das sind wichtige Eckpunkte. Wer krank wird, der weiss, wie wertvoll es ist, Familie, Freunde zu haben, die ihm helfen, wieder schneller auf die Beine zu kommen. Auch ich kann dort wirklich dankbar auf meine Kollegin, Freundin zurückgreifen, als ich mein künstliches Knie bekommen in Therapie musste. Mein Mann hat den ganzen Tag gearbeitet, Autofahren konnte ich nicht. Ja, wie hätte ich 2 oder 3 Mal in der Woche in Therapie sollen? Dann ist man dankbar, kann man auf gute Freunde zurückgreifen, die einen unterstützen. Es ist nicht notwendig, dass wir in allen Bereichen täglich gleich viel Zeit investieren. Es geht auch hier einfach um eine gesunde Balance, eine Ausgleichheit. Gerade im Sport sehe ich immer wieder im Fitness, in dem, wo ich seit Jahren trainiere. Im Januar ist es kragelvoll. Aber nur Anfangs Januar. Weil dann sind ja die guten Vorsätze vom Silvester und Ende Januar, spätestens im Februar, sieht man die neuen Gesichter wieder nicht mehr und es ist wieder viel ruhiger geworden im Fitnesscenter. Es geht nicht darum, Sport nur kurz mal zu machen, in einer Anwandlung von «Ich sollte jetzt etwas tun», sondern regelmässig ist viel besser als einfach am Anfang gerade übertrieben. Es geht um die gesunde Balance, somit ein bisschen Zeit für die Familie, für die Freunde, am Abend vielleicht ein paar Seiten lesen, für sich selber Zeit investieren, einfach einen Ausgleich zur Arbeit schaffen. Ein bisschen weniger Stress tut deiner Resilienz auch gut. Denn Stress, ob innerlich oder äußerlich, macht uns reizbar, unsere Leistung sinkt. Dazu kommen natürlich noch die gesundheitlichen Faktoren. Da ist es einfach wichtig, dass du die Stressfaktoren kennst und minimierst. Und übrigens mit dem Sport
kann man sehr gut Stress abbauen. Das kann dir auch wieder helfen, in die innere Balance zu kommen. Ist Resilienz denn nicht nur für Notfallsituationen, in Krisen, in schlimmen Lebenssituationen? Das wird immer wieder gefragt. Ganz klar nein. Stell dir vor, eines Tages fährst du auf einer einsamen Strasse, wo kein Mensch weit und breit siehst, kein Auto dir entgegenkommt und du fährst an einen schweren Unfall an. Du siehst, dass eine verletzte Person ist, alarmierst sofort den Rettungswagen. Und du weisst, dass du auch, bis der Rettungswagen kommt, dem verunfallten Bewusstlosen sofort helfen musst und die Blutung mit einer Kompresse stillen. Aber beim Öffnen von dem Notfallkoffer bemerkst du jetzt erst, deine Notfallbox ist leer. Du kannst gar nichts machen. Etwa genau so verhält es sich mit den Menschen, die denken, ich baue dann meine Resilienz auf, die seelische Widerstandskraft, meine innere Stärke, wenn ich in einer Krise bin oder wenn ich in einem Problem feststecke. Doch wenn es so weit ist und das Leben dich schon in die Knie gezwungen hat, wenn du am Boden liegst, Gefühl mit dir, Achterbahn fahren, ja, dann ist es viel, viel schwieriger, vom Boden wieder auf die Füße zu kommen. Und es besteht auch eine grosse Gefahr, dass man dann in Depressionen landet oder in einem Burnout. Immer wieder erlebe ich das in meinem Praxisalltag. Man ist nicht gewillt, an seiner persönlichen Weiterentwicklung, an seiner Resilienz zu arbeiten. Und am Tag X fällt man dann in ein grosses Loch, wenn eine Krise, Sorgen, Probleme einem über den Kopf wachsen. In einer kurzen Zeit sollte ein Therapeut, ein Coach das Loch wieder stopfen, das gerade entstanden ist. Aber mir los gar nicht, dass es nur Ausbesserungskosmetik ist, weil schon das nächste Loch wieder am Entstehen ist. Mit auf den Weg möchte ich dir geben. Entscheidend ist nicht in erster Linie das Ereignis, das die Krisen bewirken, sondern vielmehr die Art, wie wir sie bewerten. Und da liegt der ganz, ganz grosse Unterschied von resilienten oder nicht resilienten Menschen. Resiliente Menschen sind selbstbewusst, übernehmen Selbstverantwortung, gehen optimistisch durchs Leben, sind empathisch, kontaktfreudig und kommen viel besser durch schwierige Lebensphasen, weil sie auch ein gutes soziales Netzwerk haben. Mein Tipp an dich: danke Energie und bist dir auch dir selber wert, persönlich dich weiterzubilden. Jeder von uns hat Zeiten, in denen, wo es vielleicht anstrengender ist mit der Familie oder mit der Partnerschaft. Es gibt Stress im Job, kleinere oder grössere Krisen vielleicht im Alltag, die uns herausfordern. Dann ist es wichtig, wieder Energie zu tanken. Die kannst du mit Aktivitäten machen, die dir einfach Spass bereiten, die entspannen, deine Lebenseinstellung positiv stärken. Es sind sogenannte Stabilisatoren, die du für dich selber herausfinden kannst. Ganz egal, ob das Wandern ist, einfach die Natur geniessen, eine Meditation, Selbsthypnose, Musik, Sport oder vielleicht auch so wie nicht zwischen regelmässig tun, mein Zeug entrümpeln. Das ist etwas, das mich unheimlich befreit und mir so ein Gefühl gibt von Platz machen für Neues. Einfach ein bisschen Ballast abwerfen. Ganz egal, was es ist, um dich innerlich so ein bisschen aufzutanken, Energie wiederladen und die innere Stabilität zu finden, du einfach auch etwas zwischen für dich machen. Neues. Das ist das Stichwort. Ich bin der Meinung, auch mein Geist muss regelmässig mit Neuem gefüttert werden. Denn gerade in der Neurowissenschaft gibt es so viel Neues, Interessantes,
das uns Menschen weiterbringen kann, stärken. Darum ist für mich Weiterbildung immer und zu jeder Zeit ein Thema. Was ich dir mit auf den Weg weggeben ist, in dir selber, in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren, das bringt dir die grössten Zinsen. Um herauszufinden, wie es um deine seelische Widerstandskraft steht, deine innere Stärke, habe ich für dich einen kostenlosen Resilienz-Selbsttest parat. Dort kannst du dann gerade die Auswertung anschauen und hast sofort deine Antwort. Im Beschrieb vom Podcast wirst du den Link dazu finden. Und vielleicht hast du auch Lust, nicht nur zu warten, bis die eine grössere Krise in die Knie zwingt, sondern möchtest wirklich aktiv an deiner Resilienz arbeiten, sie stärken. Dann würde ich mich freuen, wenn ich dich am Seminar Resilienz, seelische Widerstandskraft stärken, dürfte ich begrüssen. Und übrigens, an diesem Seminar lernst du noch zusätzlich zu den Resilienzwerkzeugen auch eine sehr kraftvolle Methode, die du in jeder Zeit im Alltag auch einsetzen kannst, und zwar die Selbsthypnose. Den Link dazu findest du auf Beschrieb hier oder auf meiner Webseite unter Kurse www.speedflow.ch. Ja, wir sind schon am Ende angelangt und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast würdest abonnieren, wenn sich unsere Wege irgendeinem Ort kreuzen. Ich wünsche dir von Herzen ganz eine gute Zeit, eine gute innere Stärke, eine seelische, starke Widerstandskraft. Bis bald, deine Pierina Steiner.